Ich bin Carlos García, ich bin Mitglied von Die Linken und der Kommunistischen Partei Spaniens und die Linke Koalition Izquierda Unida. Und erstens vielen Dank für deinen Film. Ja? Ich möchte nur mit meiner Rede zeigen, wie wichtig die spanischen Einwanderer in Deutschland für die Demokratie und die Entwicklung Spaniens gewesen sind. Ja? Mitte der 70er Jahre, wie in dem Film, gab es ungefähr 1 Million spanische Arbeiter in Deutschland. Aber Deutschland war nicht das einzige Land, wohin die spanischen Arbeiter gegangen sind. In Europa haben auch Frankreich und England und in Amerika haben Mexiko, Argentinien und Venezuela auch sehr viele spanische Einwanderer aufgenommen, natürlich auch Marokko. Auch, ja. Und natürlich der Grund, warum Millionen Spanier ihr Land verlassen haben, ist klar. Ja. Erstmal die politische Situation und danach die Armut. Bis in die 60er Jahren war Spanien ein unterentwickeltes Land. Und ein Beispiel ist das jährliche Einkommen der spanischen Arbeiter, das jährliche Einkommen der spanischen Arbeiter, das 1960 immer noch so niedrig war wie 1936. Ja? 36 ist ein wichtiges Datum, wie du gesagt hast. Ja? In jenem Jahr ist der spanische Bürgerkrieg ausgebrochen. Die Faschisten initiierten einen Coup d'État gegen die Demokratische Spanische Republik. Die europäischen Länder halfen unserer Republik nicht. Nur die Sowjetunion, Mexiko und die freiwilligen Kämpfer der internationalen Brigaden. Natürlich der Dritte Reich und Mussolini unterstützen Franco. Das Ergebnis des Krieges war dramatisch, wie wir in dem Film gesehen haben. Spanien ist das Land, das die längste faschistische Diktatur in der Geschichte erlebt hat, von 1939 bis 1978, ja, mit der Verfassung. Aber auch unter dem Terror des Faschismus haben die spanischen Arbeiter für eine bessere Zukunft Spaniens gekämpft. In den 70er Jahren waren die Jahre des Wirtschaftswunders in Westdeutschland und man kann so sagen, dass die Hilfe, die die spanische Demokratie nicht bekam, ging dann zum Land, das den Dritten Weltkrieg verlor. Das ist, glaube ich, was kann man sagen. In den 70er Jahren gab es in Westdeutschland mehr Arbeitsstellen als Arbeiter. Und Westdeutschland brauchte viele billige Arbeitskräfte, die es im Land nicht gab. In dieser Zeit kamen die spanischen Arbeiter nach Westdeutschland. Die Mehrheit sind in großen Städten gearbeitet, besonders in der Baubranche und in der Gastronomie. Das Gehalt in Deutschland natürlich war viel höher als in Spanien. Und die spanischen Arbeiter waren meistens Männer, wie der Protagonist. Das Alter war unterschiedlich, von Teenager bis zum 50-Jährigen. Aber alle haben eine Sache gemacht, ja? Sie haben gespart. Die spanischen Arbeiter haben fast ihr ganzes Gehalt gespart und nach Spanien geschickt. Damit konnten die spanischen Familien ebenfalls sparen und außerdem investieren. Die Geldsendung der Migranten haben das Tourismusboom in Spanien finanziert. Die europäischen Touristen begannen dann nach Mallorca, den Kanarischen Inseln, Andalusien und der Ostküste zu fahren. Genau wie heute, ja? Mallorca und so weiter. In einem geschlossenen, unterwickelten Spanien fand man plötzlich Leute aus ganz Europa. Mit den Touristen kam das Geld, aber auch neue Ideen und Kulturen. Spanien begann damit, aus dem langen Albtraum des Faschismus aufzuwachen. Der Mörder Francisco Franco lebte bis 1975. Die Demokratie wurde 1978 etabliert. Das neue demokratische Spanien hat eine Wirtschaft mit Perspektiven bewährt. Heute, 30 Jahre später, ist Spanien ein modernes und demokratisches Land, aber ohne das Werk des spanischen Einwanderers
wäre es nicht möglich gewesen. Spanischen Auswanderer, Spanien, unser Land, hat viele gute und schlechte Sachen in der Vergangenheit gemacht. Aber wir sind ein Land wie eine Stierkampfarena, sozusagen. Immer mit einem Teil in der Sonne und einem Teil im Schatten. Aber wir sind ein stolzes Land. Wir sind das einzige Land, das 3 Jahre lang gegen den Faschismus in eigenem Land gekämpft hat. Wir haben verloren, aber wir machten weiter. Das beste Beispiel dafür sind die spanischen Arbeiter, die nach Westdeutschland emigriert sind. Immer mit der Hoffnung im Geist und Spanien im Herz. Immer darauf vorbereitet zu zeigen, dass für die Arbeiter aller Länder die Heimat die Humanität ist. So, vielen Dank für deine